Ik weet niet waar je in feilen doen, maar ik voel me meid. Ik voel me verken bedreigd. En wanneer je dat kan doen, zoals ik prediken doe, wanneer je kan wat mijn ziel is, zoals een prediker, zoals een pastor, je wordt weten dat ik zijn dollar beduurt om wat een hart is wat we doen. En wanneer Jezus mij zegt, viele van je zijn meid, en niet als dat schwer dat uit te leven, wat we weten God wil hebben, we zullen niet bloos doen, maar wat we zullen zijn. Laatste werk dan, der werk dan maak ik mijn boodschap rijdt voor mezelf, en dan zondag dat ik je aanladen tot die boodschap, wat ik naar mezelf reden deed. Van deel wil ik dat zelfs je doen. Ik weet ons als het niet ligt. Ik weet ons dat niet schijnt. Maar ik wil ons van deel wijzen naar Jezus, wenn hij als buiten dat wat we durchkomen, hij als gratis dat wat we durchkomen. En wanneer we aan de arm houden doen, we worden het durch zijn. We worden het durch merken. Ik wil van deel aan vrijheid reden. Die wordt zijn, vrijheid. Ik voel me niet zo vrij krijg nu. We voelen dat we moeten thuis in gevangenis zetten. Maar weet je, wanneer we worden in ons hart, ons duidelijk merken dat we zijn niet vastgenomen. We zijn vrij, dan kunnen we ook zo leven. We dürfen ons niet aanstaan, door nur wo Menschen zijn, we zullen ons aanstaan. Wanneer we in Jezus zijn, dan zijn we niet vastgenomen, dan zijn we niet in gevangenis, we zijn vrij. Dus ik heb het laatste jaar geproefd te doen. Ik wil gaan, we zullen niet besreden van wat raak en wat aardig is. Ik wil gaan, we zullen onze uren en dat houden wat buiten onze circumstantie is. Dat we niet bus onze uren houden en wat schwer is, maar we hoopning vingen doen en dat wat buiten en sterker ons is. En dat is Jezus. So onze tekst van deel is in Johannes kapitel 8, 31 bis 36. We wieder gaan, waar we aanvangen met een gebed. Jezus Christus is natuurlijk, we komen fertig van deel. En we willen van deel beten, we willen ons hand geven. We zijn meid van hand en terug gaan, weet niet wat nächsten dag wordt brengen. Maar du bist sicher Gott, du bist ganz sicher. En aan die hebben we ons hand. En God, ik bid van jou dat u ons troosten met deze weet wat in deze tekst zijn, dat we kunnen dat aannemen voor onszelf. Niet bloos dat het is een ding wat we zijn is zo, maar we nemen dat aan, das woord het. En we leven dat uit. En God, ik bid van de zonne zijn van jou, wat die nog niet kunnen doen. Persoonlijk kan. Die kan die vielleicht van wat zij weten van die, maar persoonlijk in gemeenschap kan die nog niet. God, ik bid dat u die zal openbaren. Dat we kunnen leven in zo'n weg wat ganz aangegeven is. We beten dit in Jezus' naam. Amen. Johannes kapitel 8, 31 tot 36. Ik wil die versen voor ons lezen van deel. Jezus zei te de Juden, die aan hem geloofden, wanneer je bij die weet blijven, wat ik jullie geleerd heb, zijn je wahrhaftig mijn jingen. Dan word je weten wat de waarheid is en de waarheid wordt je vrij maken. Zij zeiden te hem, we stammen van Abraham her en zijn niemals aan wem verskloofd geweest. Wat kost die zijn? Je zullen vrijgemerkt worden. Jezus zei te hen, ik zei jullie de waarheid, wer door zinnig is aan de zin verskloofd. En skloof blijft niet eeuwig im huis. De zin oba blijft eeuwig. Du weng, wanneer de zin jullie vrijmerkt, zijn je werkelijk vrij. So wat leert Jezus hier? Ik geloof wat hij hier leert heeft, maar we klein verstaan in de context, wat rammer deze versen is. Jezus wie hier in de tempel, dat wordt het loten dat hij wie in de tempel, hij deed leren. En de leiders wat doen, en de tempelleiders die kwamen, en ze deden aan een klein beetje aanzien, en zij vroegen, wou hij kon dat zijn wat hij
bringen deit. So 12 bis 20 muss Jesus sein, von wem kommt die Gewalt und die Reichtum openbaren, was der Vater will. Und dann 21 bis 30, Jesus lehrt, woher ist gekommen, von dort openbaren, wo Menschen können in Gemeinschaft kommen mit dem Vater. Und dann in der 31. Vers lehrt Jesus uns, wo können wir weiten, dort wie seine Jünger sind. Uns Ziel ist nicht erst Menschen leiden, um Jesus Christus besser nachfolgen. Und dort ist, woran wir hier sind. In Jünger ist in Christus nachfolgen. In Jünger ist so, was nur das und nur leben das, was der Lehrer erst und verlangt. So, wenn wir sagen, wir sind Jesus sein Jünger, was wir sagen ist, wir proben dort nur zu tun und nur zu leben, wer Jesus ist und was er lernt hat. So Johannes 31, Johannes Kapitel 8, der 31. Vers sagt, Jesus sagt zu den Juden, die an ihm glaubten, wenn die beide wird bleiben, was ich ihnen gelehrt haben, sind die wahrhaftig meine Jünger. Wenn wir beide wird bleiben, was ich ihnen gelehrt habe, sei ich von der ohne Zweifel, sei ich Jesus seine Jünger. Hier sind zwei Wörter, die wichtig sind für uns. Erstlich sagt er hier, und die an ihm glauben. Wenn die glauben an Jesus Christus, dort ist der Anfang. Dort ist der Anfang. Dort ist, wo wir Jesus Christus seine Jünger waren. Dort ist, wo wir den Anfang merken. Dann. Wir glauben, wir kehren uns, wir geben uns an. Und dann sagt er wieder, wenn ihr dort bleiben, dann, was ich ihnen gelehrt habe. Das hört sich vielleicht ein klein bisschen nur dort, was wir das Mennoniten fertig sein. Wir sollen dort bleiben, was uns gelehrt ist. Na, das sagt hier, kriegt das selbst. Wir sollen dort bleiben, was Jesus uns gelehrt hat. Und wenn wir dort bleiben, was Jesus uns gelehrt hat, dann können wir weiten, dort wie Jesus Christus seine Jünger sind. Ich glaube, das ist dann wichtig, dort auch sein, dort ist nicht, dort wie gerat sind, dort ist nicht, dort wie in Christus sind, willst wir dort nur folgen, was Jesus lernt hat. Dort ist nicht der Wolken, dort ist nicht der, was wir tun, dort wir gerat sind. Dort ausleben, was Jesus sagen hat, wir sollen tun, dort ist ein Beweis, dort wir uns glauben in Jesus Hand. Dort ist nicht unsere Wolken, dort wir gerat sind, unsere Wolken wies, dort wir sind gerat. Dann sei wir vielleicht, von wo fing wir, was Jesus lernt hat. Die Antwort ist ganz simpel. Wir lernen, was Jesus lernt hat von der Bibel. Das ist die ganze Bibel, was uns wiesen hat, wer Jesus ist. Letztes Jahr fangen wir die Serie an in 5. Mose. Wir sagen, wo Gott anfangen hat mit der Welt merken und dann durch Israel wird Gott in Messias bringen. Aber Gott möchte Kinder Israel reid für das Messias durch die Gesetz geben und auch die Israel wie ein Bund mit Gott. Dort ist alle Part von was Gott offenbaren wird uns, so dass wir können verstehen, wo wir sollen Gott nur folgen. Und dann das Christen, das ist eine Kirche, und besonders wie das Mennoniten, wir lesen die ganze Bibel durch und wir verstehen die ganze Bibel durch Jesus Christus. Dort meint dann, wir tun uns mit sozusagen eine Brille absaten, was Jesus ist, und alles, was wir lesen hier lesen wir durch, wer Jesus ist und wo Jesus uns raten wird und wo er will haben, wir sollen noch folgen. So, wenn wir dann in der Alten Testament lesen, dann, von wo die Israeliten sollen ein Opfer bringen nach Gott, um ihre Sünden bedecken. Wir seien nicht bloß, was Gott nur Israel sein wird, wir seien, wo Gott hat Jesus Christus geschickt, so ist ein Opfer für unsere Sünden. Und wir bleiben wir dort, was Jesus uns gelehrt hat.
alle von der Schrift, von 1. Mose Kapitel 1, 1. Vers, ganz bei den engen Offenbarung, dort als alle Jäften uns, so dort wir können, wie dort blieben, was Jesus uns gelehrt hat. Sag wir dann ans Frauen, wo gut kann wir die Bibel? Nehmen wir Zeit, um die Bibel lesen. Nehmen wir Zeit, um die Bibel studieren. Und das ist wichtig dann, dass wir verstehen, alles, was wir lesen, besonders wenn wir im Alten Testament sind, durch was Jesus uns lernt hat. So, wo meint er dann, dass wir nur zu Jesus seine Liebe, blieben wir dort. Das wird, hier wird Eva sagt, nur blieben. In Englisch sagt, es wird Eva sagt, to continue. Wir würden gern sein, sicher und blieben in dort down, was wir deuten. Oder erst verder Weg gehen in den rechten Weg. Dort erst nicht bloß in einer Stadt blieben. Und wieder Jakobus Kapitel 1, 22. Vers sagt, wie man aber auch daunen, was das Wort sagt. Willst bloß hören, regt nicht hau. Das besammel je selbst. Dort erst nicht bloß genug, um Gott sein Wort hören, wie man dort auch daunen. So wir sind in Jesus Christus und wir dort blieben, was Jesus uns gelehrt hat. Nicht bloß, wenn wir die rechten Dinge hören down und die rechten Dinge weiten down, aber wir die üben, dort, was Gott uns lernt hat. Warum ist das wichtig, dass wir dort blieben down? Ich weiß nicht, wo jeden feiern down, aber wenn wir meid waren, wenn wir verdrießlich waren, wenn unsere Augen an was ordentlich gehen und das Wort Gott uns lernt hat, als das sehr leicht sozusagen in Jesu den Break nehmen. Wir wollen ein klein bisschen abhören mit Kraft Jesus Christus nur feiern, ganz handjeft, aber das war der leichte Ass. Wir wollen ein klein bisschen sozusagen Jesus Raum setzen, aber das war der leichte Ass, dem Jesus Christus nur feiern. Dann, wo wir waren, ganz handjeft sind. Aber ich glaube, von der und Zeit ist das krachste wichtig, wir würden gerne sein, wichtiger, dort wir dort belieben, was Jesus uns lernt hat. Vielleicht ist das viel doller wichtig von der, wenn das schwer ist, als wenn das leicht ist. Und ich will uns von der ermutigen, wenn wir nicht abgeben und dort leben, was Gott von uns verlangen hat. So waren über die letzten Monaten, über die letzten Jahren, die sind weggewandelt von Jesus Christus. Die Gemeinschaft wurde wir erst nicht mal so stark. Ich will uns von der Mut merken, wer wir zurückkommen, wer wir zurückgehen nach Jesus, da wäre wie noch vorhin dann. So Jesus lehrt hier uns, wenn wir am noch vorhin dann, wenn wir dort bleiben, was er uns gelehrt hat, dann können wir weiter dort, wie sie Jünger sind. Der nächste paar Versen lehrt uns dann, was passiert in Jesus seine Jünger. Johannes Kapitel 8, der 32. Vers sagt, dann wo je weiten, was der Wort hat ist. Und der Wort hat, wird jünd frei merken. So dass durch noch vorhin, was Jesus uns lernt hat, doch wir wollen weiten, was der Wort hat ist. Vierten gleich wie das Wort hat, Dinge weiten Kampf von Dinge lernen. Und ich weiß nicht, wo je Sonnen sind, aber viele Menschen, die gleichen zu lesen und an der lesen oder der Wort annehmen, denn sie Dinge lernen, sie weiten viel mehr. Aber welche Dinge, die wir bloß lernen, wenn wir die Dinge üben tun? Und ich würde sagen, das Wort ist auch ein so Dinge. Wir wollen nicht das volle Wort weiten. Wir wollen das volle Wort von Jesus Christus nicht kennen, als wie handgejebte nur vor ihr sind. In Ordnung zu sein, welche Dinge, wo wir bloß lernen, wenn wir die Dinge beleben tun. Und wir wollen das Wort was in Jesus Christus ist, bloß beleben, wenn wir Jesus Christus nur vor ihm tun. So, was wird dieses Wort dann tun?
der wird uns frei merken. Wer hier von dir will in Freiheit leben? Wer hier von dir will sich in Slav leben? Ich würde sagen, alle von uns wollen in Freiheit leben. Wir würden dann fragen, was erste Wort hat, was er von reden wird. Ich glaube, hier sind vielleicht ein paar Dinge, was wir hier verstehen können, von dem Kontext verstehen wir. Jesus ist gekommen und hat erst die Offenbarung von was der Vater verlangen wird. So der Wort hat, wo wir können in rechte Gemeinschaft sein mit Gott, kann bloß der Jesus Christus. Was wir lernen, was wir weiten. Aber in Johannes Kapitel 14, da saß der Vers, Jesus noch ein Stopp wieder. Er sagt, er erst nicht bloß die, was der Wort hat, bringen wird, offenbaren wird, er erst der Wort hat. Johannes Kapitel 14, da saß der Vers, sagt, ich sehe der Weg, der Wort hat und dort leben. Jesus sagt nicht in dieser Vers, er erst gekommen, um uns der Wort hat wiesen, er erst uns gekommen, um der Weg wiesen, er sagt in einer Vers, er hat das auch getan, aber er erst der Wort hat. So, wir würden diese Vers lesen, wir würden kann sein, wir wollen das Wort hat kennen, wir wollen Jesus kennen. Wenn wir wollen Jesus kennen, dann sind wir frei. Und wenn er redet von Jesus kennen, wir meinen nicht bloß von Jesus weiten. Wir meinen nicht bloß dort alle weiten, was die Bibel lehren wird. Wir reden von Jesus persönlich kennen. Das Freund, das Heiland, das Herrn. In Johannes Kapitel 1, der 17. Vers sagt, die Gesetz wird durch Moses gegeben, aber Gnade und Wahrheit kommen durch Jesus Christus. So wollen wir uns nicht frei fühlen, dort als wenn wir kennen die Wahrheit nicht. Wir kennen Jesus nicht. Und Jesus ist nicht bloß Wahrheit, wenn dort Licht ist. Jesus Christus ist unsere Wahrheit und wem wir uns holen können, wenn er doch schwach ist. Und dann der nächste Vers, Jesus redet hier und er sagt, der Wahrheit kennen wird frei sein. Und dann wieder sagen, die Juden, die Roma sind, in der 33. Vers, sie sehen an, wir stammen von Abraham her und sind niemals an wem versklavt gewesen. Wo kannst du sein, ihr sollen frei gemerkt worden? Vielleicht haben wir uns ein mitfeilen mit den Juden hier. Wir würden gern sein, ich sei noch niemals ein Sklave gewesen. Ich sei noch einmal in Mexiko oder in Kanada abgewachsen. Ich sei noch niemals ein Sklave. Aber was er hier von reden wird, er redet nicht von einem Sklave, was hier auf der Erde fast ist. Er redet von einem Sklave, was geistlich fast ist. Und ich würde sagen, in der Bibel lehrt das sehr klar, ein Sklave sein hier auf der Erde, zu einem Arbeitsmeister, haben nichts zu tun, mit wo wir Sklave sind, geistlich. In den ersten 100 Jahren oder so, ich würde sagen, über der Hälfte von den neuen Christen, die neuen Jesus nachfolgen, dort wir in so einer Wort Sklave werden. Sie wären nicht frei, am Arbeit sägen sie wollen. Sie wären Sklaven, sie müssen schaffen für ihr Meister. Aber geistlich wären sie frei. Und das ist, was Jesus hier lernen wird. Und sie können nicht verstehen. Wir sind niemals Sklave gewesen. Und vielleicht denken wir auch, ich bin auch in der Familie abgewachsen, wo wir noch einmal Gott sein Wort kennen. Uns wird gelehrt von Gott sein Wort. Ich bin auch niemals Sklave zu sein gewesen. Aber Jesus sagt hier, und er lehrt hier, wenn wir in einer rechten Familie, in einer rechten Herdenmenschen abwachsen, dort ist nicht genug, dass wir uns frei machen. Wir sind Sklave, nicht wegen wir in euch der Familie abwachsen, und wir sind Sklave, wegen wir in Sinn geboren sind. Jesus ist dann gekommen, um uns frei merken von unseren Sünden. Nie werde ich zurückgehen, was ich mit anfangen will.
Ik geloof dat het veel wichtig dat ons hart heeft erst naar God, is dat we proeven ons beste om de rechte dingen te doen. Ik geloof, er zijn vele van ons, wat vielleicht veel aufs geloof zijn, als we würden tausch doen. En wanneer we naar orde checken, er zijn vele van ons, wat geloven, die mens als ganz geloof te wat onder willen gaan, ze zullen doen. Ze leven in een beste weg. Maar wer wie in hart zijn, verder Jezus, dat is de bewijs, wanneer we vrij zijn, of wanneer we niet vrij zijn. We zijn vrij, wanneer we in Jezus Christus zijn. En dan in 35 vers leert Jezus ons wieder. We zijn vrij, wanneer we zijn in Gott zijn familie nageboren. En ik reed enorm veel van dit een paar maanden terug. Johannes kapitel 8, de 35 vers zegt, ons geloof blijft niet eeuwig in huis. De zeen oba blijft eeuwig. Du weng, wanneer de zeen je vrij merkt, zijn je werkelijk vrij. Ons geloof blijft niet allemaal in huis. Wat Jezus hier zei, dat is, wanneer we ins geloof zijn, dan hebben we niet werkelijk Gemeinschaft met die wat de familie, de leider van de familie is. Wanneer du ins geloof wordt in de familie dein, hij is niet allemaal in huis, wil hij komt in het huis neer, hij deed de familie dein, hij deed de vader, de moeder, alle dingen dein. En dan, wanneer zijn arbeid verricht is, gaat hij terug naar waar hij leven en wonen deed. Hij is niemand dat hij part van de familie is. Hij is bloos in dat huis, wil hij met dein, die wat du leven doen. Maar wat Jezus zei, dat is, wanneer we losgekocht zijn van slaverie, dan zijn we niet meer zo, als die wat bis aan en terug gaan. Een klein beetje naar de kerk voeren, een klein beetje te doen gaan met wat Jezus is. We zijn in dat niet je familie nageboren, dat we niet meer geloof zijn. En nu zijn we Gottes kinderen. In die tijd, wie dat nogmaals dat een meester wordt een kind wat een geloof weer, wanneer hij vielleicht een jammer had over dat kind, of dat kind zijn gelegenheid, die wordt dat kind aannemen zoals zijn eenheid. En dat is een voorbeeld voor ons, waar we buiten God zijn familie zijn. En we zijn geloof te onze zenden. En dan Jezus zet ons vrij. Nu zijn we Gottes kinderen. Dat is niet door wat we doen, maar dat is door wat Jezus deed. Dat we vrij zijn. Galaten kapitel 5, de eerste vers, dat is de vers wat mij zeer reizen deed. Hij zegt, dan blijf nu in de vrijheid. Woordat Christus ons geholpen heeft. En laat je niet verder ins gelovenrecht opleiden. Dan blijf nu in de vrijheid. Blijf in de vrijheid. Want we zijn onze vrijheid is verbonden met wat Jezus heeft gedaan van ons. En wat Jezus gedaan heeft voor ons is niet gebuurd aan dat wat passiert aan ons. Dan kunnen we allemaal vrij zijn, zolang we ons aan Jezus houden. Dan zullen we in dat vrijheid blijven. En krijg je een weg, we zullen in de waarheid blijven wat Jezus ons gegeven heeft. We zullen in de vrijheid blijven wat ons gegeven is. Zo wanneer dan ons gezegd wordt dat we zullen thuis blijven. We breken ons niet feilen dat we geloof zijn. We kunnen weten dat we in Jezus Christus zijn en we zijn vrij mensen. We zijn niet meer als geloof te onze zinden. En ik wil zeggen met dit ook, we zijn niet meer als geloof te de zinden wat in hart zijn. We kunnen de zin wat in het hart zijn afzien. Wanneer we verdrietig worden. Wanneer we niet geduldig zijn.
Wann wir Hoffnung verlieren dann. Wann wir zurückgehen oder Dinge, was wir erst angewandt haben. Wie kann der Weg zurückkommen und in der Freiheit bleiben? Dann 2. Korinther Kapitel 3, der 17. Vers, sagt dort, Jesus der Herr ist der Geist. Und wo den Herrn sein Geist ist, als Freiheit. Der Geist, der lebt in jeder Person, was Jesus Christus angenommen hat und war geboren ist. Und wo der Geist ist, du hast Freiheit. Und wo der Freiheit ist, der Ruhe. Und wo der Freiheit ist, du in Leben, was ruhen kann. Und das ist ein Ding, was wir vielleicht schwer können begreifen. Wo ist dort, wann wir machen, wo apart bleiben von anderen, dort wir den Weg können frei feiern. Unsere Freiheit hat nicht zu tun, was andere Menschen sein, wir können und können nicht tun. Unsere Freiheit ist verbunden mit was Gott, der sein Geist in uns tut. Und dann der nächste Vers, und der letzte Vers in Johannes Kapitel 8, der saßen durch der Vers, sagt es das. Du wen, wenn die sehen ihn frei merkt, sind sie wirklich frei. So ich will uns von Jesus nicht merken. Wenn wir da zusammenbleiben, und wir uns so feiern, dass unsere Regierung will uns festnehmen und sie in Hämmer, wir sind aber frei. Wenn wir feiern, wir sind festgenommen, was andere von uns denken, dann, wir sind doch frei. Und wenn wir feiern, dass unsere Fehler und unser Sinn uns eben nehmen wollen, wir können kommen nach Jesus Christus und er wird uns aufnehmen und wir können doch in Freiheit leben. Wir sind frei. Das ist nicht, dass wir streben dann und kämpfen dann, dass wir die Freiheit proben zu protecten, zu beschützen, dass uns bleiben wird. Wir sind frei, nicht wegen wir dort können, aber dass Jesus dort getan hat für uns. Das hat zu tun mit wer Jesus ist. Wer in Jesus ist frei. Ich will von dir schließen mit ein paar Frauen. Die paar Frauen sind das. Fällt sie die frei von dir? Und die frei feiern das, dann sind wir in einer Stadt, wo wir Jesus Christus kennen. Wenn ihr frei feiern dann von dir, ich will Ihnen mal merken, prob andere Menschen mal zu sprechen, mit der Freiheit, die Gott Ihnen gegeben hat. Wenn ich mit Menschen rede, da ein Ding, was ich hören da ist, dass wir sind sehr anmutig. Wir haben eine schwere Zeit, positiv zu bleiben. Aber merken, wenn du so viel sagst, was negative Dinge sein dann, wenn du eine Person ist, die die Freiheit in Jesus Christus wörtlich angenommen hat, der kann so viel Licht in so einer diesen Stadt nachdachen, dass wir können zurückkicken nach Jesus, der wird uns frei gemerkt hat. Das wird sein, wenn ihr frei feiern dann, da die Freiheit mitteilen mit anderen. Und wenn ihr von dir nicht frei feiern dann, ich rede jässlich. Ich würde sagen, da nicht abgeben. Da nicht abgeben. Wer will nur Jesus checken? Wer will nicht rumchecken und sein, was passieren wird? Wer will uns nicht merken, was wir leben soll worden und was soll nicht worden? Dort haft nicht steht. Ich weiß, dort haft. Aber wer will zurückchecken und da, was uns frei gesagt hat, und wer will in der Freiheit leben. Und wenn ihr von dir hier seid und ihr noch nicht Jesus Christus kennen, diese Freiheit, was Jesus hier von reden wird, ist noch nicht mehrlich. Ich würde ihn von dir kriegen, zum Jesus Christus annehmen. Dort Jesus durch die wahre Geburt kann die Freiheit in ihn sagen, dass ihr in der Freiheit leben kann. Wegen was Jesus in der letzten Vers sagen wird, ist ganz wörtlich so. Du wegen, wenn die sehen, ihn frei merkt, sind sie wörtlich frei. Wir schließen mit Gebet. Jesus Christus, diese Versen lehrt uns,
dat wer in die is, kan het woord het. En dat als de woord het, wat ons vrijmerken det. Dat als wanneer we kennen wat recht is, wat die verlangen is van ons, en wanneer we kennen de woord het van wer Jezus is, dat we zijn vrij. Gott, wanneer we feilen, dat we vielleicht niet vrij zijn, ik bid dat u was onze eeuwen van dat nemen, wat rammer ons aangonen det. Tot dat wat in ons schaffen det. Naar jesle vrijheid. En Gott, ik bid dat u was ons helpen in licht zijn. Dat we worden dus niet toch, leven dus wie vrij zijn. Dat we kunnen licht zijn voor zo'n wat de hoopning niet gaan. We beten dit in Jezus' naam. Amen.